Moin, lieber gut. Mein Name ist Jerome Lulling. An meiner kleinen Sendung Letzteburger Schleiern habe ich heute eine Überraschung. Schon ein Invité. Moin, Daniel. Moin, Jerome. Daniel, wie geht es da? Wie soll schon eine Sekunde bei schöne Sonden? Sonden oder schlechte Sonden? Schlecht, als vier dabei erst. Bescheiden. Bescheiden, okay. Das kennen sie nicht. Bedeckt, meine Schüler, die kennen bescheiden an dem Kontext nicht. Aber ja, Nee, du ja, weißt ja bescheiden hier als auch ein anderes Synonym. ja, an dem Sinn, ja. Kann ihn so benutzen. Den Daniel ist ganz interessant, weil er hat einen YouTube-Kanal. Und op seinem YouTube-Kanal kommentiert hier ein Videospieler. Und zwar op Lützeburg. Ist das richtig, Daniel? Jupp, das ist richtig. Und ich mache das schon seit dem 14. März 2013. 7 Jahre. Und das ist impressionant. Und wie viele der Videoclippen hast du bislang schon abgeholt? Aktuell sind auf meinem YouTube-Kanal Nummer 5005 Videoen. 5005. Wahnsinn. Also, all Respekt. Ich wusste ehrlich gut nicht davon. Du hast aber nur nicht nur einen Videospieler auf deinem Kanal. Ich gesehen, du hast halt auch Sachen über LuxCon, über Cosplay. Kannst du das kurz sagen, was das ist? Ja, die LuxCon, das Jahr wäre die 7. Edition gewirrscht von der LuxCon, die von der FFS Science Fiction Fantasy Society organisiert wird. Die erst 3 Jahre waren sie an der Schonfabrik, und die letzten 3 Jahre waren nicht an der Stadt am Forum gewirrscht. Beim Bouillon, beim Parking, du an der Gegend. Was wird da gewesen? Du hast tatsächlich eben wirklich, das wie ein Konvent, das ist ein großes Convention aussitzt. Du kommst dann Horror, Sci-Fi, Fantasy, Manga, sogar Sachen. Manga, viele Leute, die nicht wissen, was das ist. Mickey Mouse, das letzte Mal ist Mickey Mouse dazu. Richtig, ja. Gell, an Mickey Mouse ist eigentlich gezeichnet. Das wie den Tintin oder Schlümpfe oder das wie Sanobelix, von die Leute echt dumm oder etwas können aufhängen. Oder ein Mickey Mouse natürlich. Ja. Du, ihr kennt das ja, wollen mal stark an. Und du sind auch dann Leute, die viel lesen, respektiv dann aus Oves Pubquiz und nach Geeks Karaoke. An. Wow. Und die Cosplay schmengen da das, was sie sich so verkleiden, wie die Figuren aus den Mickey Mausen oder die Computerspieler. Ist das richtig? Ja, das stimmt sogar. Wann schon nicht täuschen könnt, das von dem Wort Kost wie Kostüm a Play wie spielen. Okay. Aber nehlt dummisch nicht fest. Mhm. Und das ist ein 10, die immer mehr geht. Und das eben für ihr Respekt zu weisen für die Charakteren, wo ihr cool findet oder wie gut findet. Verschiedene Leute können hier Geld damit verdienen, und verschiedene meinen einfach just für den Spaß. Und bei LuxCon gibt zum Beispiel auch so ein Contest, und die finden die noch überall, wann ein Convention ist, irgendwie so etwas, da finden die meisten Leute, die verkleidet sind. Das könnt ihr vergleichen, wie wenn ihr zum Beispiel ein Burg unhört. Ein Burg heißt, Eng Masse. genau. Genau, ungefähr so viel, wenn der Loden vor sind. Ja, oder Halloween. Genau, ungefähr so kann das vergleichen, just das ganze Jahr durch, aber viel mehr professionell. Super. Und du hast von Anfang an immer alles auf Letzteburg gemacht oder müsste auch nach einem anderen Spruch in den Kommentaren? Zu 99,999% Mensch immer alles auf Lützeburg. Außer wo ich Livestreams noch gemacht habe, da war halt so vielleicht mal gekommen, wo Deutsch geschwärzt wird, gell, oder geschrieben wird, und ich da eben
auch dann op Deutsch übersat, aber am größten Deels die Deutsch verstehen auch Lützeburg. So gut dat besten und der ganze Sache relativ am Ufang vu menggen alle Abonnenten als in Österreicher gewircht. Ja. Den verschieht 50% von dem bei der Schweizen. Ja, aber ja, das ist doch, also geht schon nicht um den Inhalt mehr um Form an. Ich fand das aber auch mal ganz interessant für die Leute zu weisen, dass mehr auch heute zu Lützeburg so Channel hin auf YouTube die Spieler auf Lützeburg kommentieren. An nicht das auch etwas, was ich nicht wusste. Du hast auch ein Videospiel kommentiert, das heute zu Lützeburg entwickelt wurde. Ja, Videospiel kommentiert also tatsächlich den professionellen Ausdruck. Den Ausdruck an der 10 heißt Let's Play, das heißt Spielemer. Okay. Da könnt vom Englischen an, ich meine, das gilt schon seit über 10, 15 Jahren den Ausdruck, respektiv, dass den für dich richtig benutzt ging. Und das ist eben eine lützeburgische Spielefirma, die heißt Pixel.lo und die haben ein Spiel gemacht, das heißt Furzwit Melusina. Das gibt an so vielen verschiedenen Sprachen, gibt auf Englisch, Deutsch, Französisch, Portugiesisch, gibt es an Spanisch, meine ich, schon nicht täuschen. Und das ist international bekannt. Und das fand ich das Beste, und übrigens fand ich auch so lustig, also cool. Stereotyp vom Lützeburger bisschen op Job mit der Frittebude, mit der Fritür, mit dem Bier, mit dem Thüringer und lauter so Sachen. Und das fand ich cool gemacht. Und noch das Gölle Frau, ne? Hast du nicht da? Ja, die hat Gölle Frau. Ja. Ich hatte einen Clip von da geguckt, ja. War impressionant, also ich weiß schon das irgendwie nicht mitgekriegt, ich weiß nicht für was. Bei der könnt ihr schon gucken, dann die Internetseite, die heißt dann pixel.lu. Und am Englischen heißt das Spiel dann einfach Siggi, will nicht schon. So steht mal halt Siggi. Ja, wahrscheinlich. Auf Englisch heißt wie schon nicht. Weil mit Furz können die nicht so viel aufhängen. Also Xbox, Playstation, PS Vita, Nintendo Switch, überall zu kriegen, ja. Ja, Fahrt von Melusina, mein Schmiss dann heißt, aber man Strich am Kopf übersetzt hat. Fahrt von Melusina, ja. Und am Französischen wäre dann MP schrecklich. Bon, Daniel, also ich so da wirklich vielmals merci, dass du kurz Zeit für uns hast. Also, der könnt erst seinen Videoclippen angucken, der Kanal heißt Mads Play auf YouTube. Und ich hoffe, Daniel, dass du uns vielleicht nachdenken, der den oder der andere teilweise kannst kommen und erzählst, wie du an der Spielwelt heute zu Lützburg sich alles, was du alles so geht. Ich kann mein Best versichern, an wenn die Leute fragen, wie ich mein Numm kommen sind. Ja. Weil das ist tatsächlich eine Probe vielleicht Gestalt gehen. Wie das für Spielwelt gesagt. Ja. Ich bin ja von Let's Play geschwärzt. Mein Nickname, mein Spitzname ist Matt. Ah, okay. Du kannst sich selber ausdenken, wie ich meinen Kanal kommen sind. Ich will just noch etwas sagen. Ja. Die Spielbranche die ist so groß, es gibt von so vielen Spielern. Wenn den irgendwie etwas spielen will, einfach an den Computer setzen, Google, einfach das mal weiter spielen wollt. Spätestens noch 5 Minuten, wo der Spiel fand, da könnt ihr auch so Sachen machen. Das ist herrlich. Merci. Also wirklich all Respekt für deinen Einsatz. Und hoffentlich bis geschwind das war dann noch nicht. Aber Daniel. Jo, merci für das Interview. Gern geschieht. Aber ihr all dabei bis geschwind. Eddie.